Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal ein paar Worte zur Champions League Auslosung. Eigentlich wollte ich warten, bis ich ein bisschen runtergekühlt bin. Ich nehme das jetzt gerade nach dem Leverkusen-Spiel auf, wo wir ja doch schon mannschaftlich komplett versagt haben. Nichtsdestotrotz möchte ich ein paar Worte zur Champions League Auslosung sagen. Erstmal persönlich finde ich sehr nice. Ja, ich habe mir das gewünscht, dass wir einen starken Gegner kriegen, dass wir jetzt mit Man City den stärksten gekriegt haben, zumindest aus meiner persönlichen Sicht. Ja, ist halt so. Ja, ich denke, wir haben in der Vorrunde gezeigt und auch gegen Paris, wozu wir fähig sind. Ganz ehrlich, ich wäre gegen Manchester City auch echt guter Dinge gewesen. Aber ich denke, Leverkusen hat aufgezeigt, wie einfach man unserer Mannschaft wehtun kann und wie ideenlos wir dann dagegen sind. Von daher bin ich sehr gespannt. Wird eine heikle Geschichte. Pep ist ein intelligenter Trainer. Aber auch alle anderen Mannschaften jetzt in der Champions League sind ja nicht dumm und sehen das. Aber vielleicht war das einfach heute, wie man gesehen hat, die ganze Mannschaft war schlecht. Und vielleicht ist es einfach ein kollektiver schlechter Tag. Und sehen wir das mal nicht so negativ. Freuen uns auf die Champions League. Sollten wir weiterkommen gegen Man City, wartet auf uns Chelsea oder Madrid. Wobei ich von Madrid ausgehe. Das hieße dann, das wäre auch ein fettes Halbfinale. Und im Finale könnte dann Neapel auf uns warten. Ja. Und auf der anderen Seite ist halt Neapel, Milan, Inter und Benfica, also 3 Italiener. Ja. Sehr, sehr schwerer Weg zum Champions League Triumph. Kann man nicht anders sagen. Ja, aber sehr, sehr interessante Spiele, wie ich finde. Ich freue mich auf die Spiele. Letzte Prognose abzugeben. Super schwer. Wirklich super schwer. Das sind alle Spiele. Ich denke, da müssen wir nicht drum rumreden, wo einfach wie gegen Paris auch die Tagesform entscheiden wird. Ja. Gerade Man City super gefährlich mit Haaland da vorne. Ich meine, gut, wir haben Haaland immer ganz gut im Griff gehabt, wo er noch in Dortmund war, aber Man City ist auch nochmal ein anderes Kaliber, was drumherum spielt wie Dortmund. Ja, wird viel vom Hinspiel abhängen in City, wenn wir da ein ganz gutes Ergebnis erzielen, weil zu Hause sind wir europäisch halt auch eine Macht, das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Da müssen wir uns nicht kleiner machen, wie wir sind. Werden ganz interessante Spiele werden. Ja, jetzt schon mal auf ein Halbfinale oder Finale zu gucken, denke ich, sollte man sich schenken. Wie gesagt, das werden 2 schwere Spiele, 2 sehr interessante Spiele, wo ich mich sehr drauf freue. Auch auf das Wiedersehen mit Pep. Ja, der eine oder andere Spieler ist ja noch da. Vielleicht bringt der eine oder andere Spieler dann ja auch mal wieder die PS auf dem Rasen. In der Champions League haben wir es ja bisher diese Saison immer hingekriegt. In der Bundesliga nicht wirklich. Ja, aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Wie gesagt, ich finde es eine gute Auslosung. Ich freue mich auf die Spiele. Gerne mal eure Tipps, ob wir weiterkommen oder nicht. Haut sie mal rein. Ich tue mich schwer damit, irgendeinen Tipp abzugeben, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist so ein Spiel. Wenn wir einen guten Tag haben, können wir City mit Sicherheit 3-4 einschenken. Wir können aber auch genauso gut 4-5 kriegen. Also. Und das in beiden Spielen, ja. Da spielt's relativ wenig eine Rolle, ob es auswärts ist oder zu Hause. Der Vorteil ist natürlich, dass dann das wirklich entscheidende Spiel, wenn wir nicht im Hinspiel schon irgendwie 3-4-0 untergehen oder sowas, dann in München ist, eigenes Publikum, das kann natürlich ein Faktor sein. Ja, von daher sehe ich da, was das anbelangt, einen kleinen Vorteil auf unserer Seite. Ja, es wird einfach auf die Tagesform ankommen, auf wie fit die Spieler sind, wie sie Bock haben. Aber der Vorteil ist ja, auch unsere ganzen Lustlos-Profis, die wir so haben, in der Champions League haben sie ja immer Lust. Wenn es dann noch ein Viertelfinale ist gegen Man City, ich denke, da wird jeder Lust haben, da möchte jeder spielen. Von daher bin ich da einigermaßen guter Dinge, was das anbelangt. Aber ja, da ist das Trainerteam auf jeden Fall auch in der Pflicht. Ich bin sehr gespannt, inwieweit wir auf Man City eingehen, wie wir unseren Fußball vielleicht umstellen. Oder inwieweit wir versuchen, unseren Spielstil durchzudrücken.
Ja, ich kann mich nur wiederholen. Es werden sehr, sehr interessante Spiele gegen Man City werden, denke ich. Gerade auch was das Taktische anbelangt. Ich freue mich drauf. Ist noch ein bisschen hin. 11.04. leider erst. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Es ist ja eh erstmal 2 Wochen Pause. Dann kommt das Spiel gegen Dortmund. Dann kommt, glaube ich, noch Pokalspiel und dann die Champions League. Also das werden nach der Länderspielpause mal wieder die Wochen der Wahrheit für uns. Ja? Da kannst du viel gewinnen oder halt alles verlieren, was die Saison anbelangt. Und ja, das Interessante ist, diese Saison ist alles möglich bei uns. Also man kann diese Saison nicht sagen so, ja, ja doch, ich glaube, das und das trifft ein. Nee, wir haben es jetzt wieder gesehen in Leverkusen, bei uns ist die Saison alles möglich. Ja, mal hat die Mannschaft Bock, dann kann sie die beste Europas, wenn nicht der Welt sein. Und mal hat sie keinen Bock oder weiß ich nicht, woran es liegt. Und es ist so ein Gegraupe, wie es dann so in Leverkusen ist, wo man sich einfach nichts gegen Leverkusen, nichts gegen Alonso, aber wo man sich gegen eine internationale Mannschaft ergibt. Ja. Also Leverkusen ist keine Übermannschaft, das ist Bundesliga-Mittelmaß aktuell. Wahrscheinlich sind sie ein bisschen besser, wie sie in der Tabelle dastehen, ja, na klar. Aber trotzdem kann man sich nicht so ergeben, in meinen Augen. Ja. Und von daher sind wir dieses Jahr einfach eine Wundertüte. Also so wie die Leistung von Müller, Mane, Sané, Gnabry und wie sie alle heißen, Goretzka, Kimmich, schwanken, genauso eine Wundertüte sind wir dieses Jahr. Ja. Ich meine, es sagt ja alles, dass der stabilste Offensive von der Leistung her Musiala und Choupo-Moting sind. Ja, alle anderen sind mal so, mal so. Wild. Von daher, wie gesagt, ja, ich bin sehr gespannt. Prognosen, in meinen Augen kann man keine Prognosen abgeben bei uns dieses Jahr. Champions League, ja, da kann man sagen, bisher waren wir immer on point. Also wir haben Bock gehabt. Obwohl es dann zweite Halbzeit in Paris auch schon echt schwierig war. Ich bin gespannt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ihr eine Meinung habt zum Duell gegen Man City, haut sie gerne in die Kommentare. Ansonsten rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Bleibt gesund. Es wird spannend nach der Länderspielpause. Und wer Bock hat, ihr werdet meine Meinung zu den Spielen hören. Tschüssi.